Ja, und das Lied von Tüdelband, das ist uns Steifeler für uns Gast von doch. Mire Butmann von der Tüdelband. Moin. Schön, dass du da bist. Tüdelband ist ja auch nochmal das Stichwort für eine neue Kolumne. Sie habt in Hamburg eine eigene Kolumne nur kriegen für einen Hamburger Klönschnack und erste Utgabe ist der Tüdelband. Na klar, wir würden uns ja auch vorstellen, ne? Wir habt uns ja nirgend noch den Hamburger Klassiker an der Eckstein Jung mit dem Tüdelband. Und uns erste Kolumne geidert not klar auch in der Norm, uns persönliche Geschichte als Band mit This It Late und beten Geschichte von dat Late eben selbst. Was ist denn jou Geschichte überhaupt mit dat Tüdelband? Ja, das Tüdelband-Lied haben wir not klar auch als Kinder all hört und sungen. Dann haben wir uns Lothar, uns Band auch noch nehmt. Und wir haben das ja bei vielen Konzerten all spielt. Einmal zum Beispiel wären wir in Knast in Santa Fu bei uns in Hamburg. Und auch da habt ihr Leute gern mitsungen. Und ihr könnt gar nicht glauben, so was die Augen von den schworen Jungs lüchten und glimmern können, wenn sie singen, Clown, Clown, Apple wird wie Clown, ne? Aber den Klönschlag, einmal zu der Rubrik, welche Themen söcht geht da vor Ut? Das sind ganz unterschiedliche Themen, wie schnackt, also die Kolumne heißt ja die Tüdelband Klön schnackt und wie schnackt eben über uns Stadt Hamburg, über die Leute, die da sind, über dit und das gibt jemals was auf Plattdeutsch, was wie verklart, wo wir in Beten was dazu schrift, denn das gibt ja auch ein Print-Utgabe und auch jemals dann auf YouTube und so little Clips, wo wir dann auch noch ein Beten Musik dazu spielt. An und für sich muss man ja nicht mehr verkloren. Die sind ein Hamburger Original, aber Klaus Halstrup stellt ja noch mal vor. Handmarkte Musik und plattdütsche Texte, Obsend von Shanty und plattdütschen Strand. Sie 2009 sind der Hamburger Mire Butmann und Malte Müller der Tüdelband. Mire schrieb die Songs, singt, spielt die Gitarre, Malte das elektrische Schlagzeug und den Synthbass und viele andere Instrumente. Seit ihrer Gründung haben sie mehr als 500 Konzerte spielt und ihr Plattpop set nicht blaut Norddeutschland für in der Harten. Sie sehen platt als Brückensprach zu den Navas in den Niederlanden oder England. In Duo, in ganzen Berg von Instrumenten, live auch Klick-tätig spielt. Mire und Malte, echte Multi-Instrumentalisten. Schenk noch mal in und wie singt. Das ist ja so eine romantische Vorstellung. An Horfen sitzen, sich inspirieren Leuten. Liga 7 möcht ja auch mangens ins Studio und ich weiß, da entsteht just was Neues. Ja, und das Besondere an der neuen Single, die wir noch in dit Jahr gut bringen wollen, ich kann euch erzählen, die war Galaxie haten. Man, die habt wir nicht in Tonstudio aufgenommen, die habt wir an Horven aufgenommen, auf dem Schiff. Echt? Ja, und eins da in Spät. Ist das aufregender, wenn man das an Horfen inspielen darf? Weil man hätte ja natürlich eine Störkulisse. Likas, das kann ja auch eine Atmosphäre doch voranbringen. Auf jeden Fall, das ist eine Atmosphäre und die ist speziell und klar, wenn da dann der große Dampfer kommt, ne, und Hupen deit, das können wir nur klar nicht so gut brauchen, auf uns aufgenommen. Man so ein Beten, was davon ist ja auch schön. Sie wissen, set als plattdeutschen Beitrag für das internationale Musikfestival Lied International. Das ist ein Wettstreit für Regional- und Minderheitensprachen. Aber Corona hat wir eins zu ändern bräuchte und das ist digital stattgefunden oder wo lebt das? Ja, eigentlich schon wie in letztes Jahr nach Dänemark gefahren und dort spielen. Und wir haben uns nicht darauf gefreut, mit all der anderen Leuten, die in kleinen und Minderheitensprachen singt, in Europa zusammenzukommen und ein Konzert zu spielen. Ja, das konnte nicht stattfinden in letztes Jahr wegen Corona. Nur haben wir ein digital Abtaken gemacht. Und nächstes Jahr geht das Fingers kreuzt, wieder los. Und da könnt wir dann wirklich das nachholen und in Dänemark abspielen. Ist das denn so, dass man für das nächste Jahr sich ganz was anderes überschlägen muss? Weil dieses Jahr hätte man ja vielleicht sehen, oh, das sind die Bands, die ja antreten sind. Ich muss noch einen Zahn legen oder woran bereitet man sich vor? Ein Jahr ist lang. Klar, ein Jahr ist lang und ich weiß auch noch nicht, mit welchem Lied wie da denn
abspielen wird. Für uns kommt das nicht so viel ob das ein Wettstreet-Gedanken an. Für uns ist das mehr ein Utusch mit all der Analyt und ganz Europa. Und vielleicht kommt da auch der ein oder andere Kooperation zustande. Da drück wir die Daumen und sind wir gespannt drauf. Hier kickt mal einmal ob den Beitrag, den ihr dit Jahr inreicht habt. Buten an Meer. So klingt der Titel. Seht den Wellen ob it Glock 3. Komm mit, wie reist den Sturm hinterher. Buten an Meer, Buten an Meer. Graue Nacht, Licht ob dat Land. Spielen können sie. Stichwort digitale Welt. Was ich so schön finde, sie habt etwas etabliert, die Tante Emma laden unter den Streamingdienste. Sie habt ein Telefon. So was als ein Vorlestelefon. Was hat damit auf sich? Ja, wir haben uns gedacht, wir brauchen jechtens was nun nicht eins, was an Kultur stattfindet, im Internet ist. Und da haben wir uns gedacht, wir brauchen eine Telefonversion davon. Und wir haben ja uns nicht Kiez-Hörspiel gut bräuchte und konnten das nicht gleich auf die Bühne bringen. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht funktioniert das ja per Telefon, zu den Leuten nach Hause zu bringen. So. Und das gibt jede Woche eine neue Episode. Einen kann uns anrufen. So. Die Nummer findet man auf so Homepage. Genau, die tüdelband.de, da gibt es die Nummer und auch noch viele andere Sorgen. Und da kann ein Dörbimmeln bei uns, das kostet auch nichts, bloß die Gebühren in Festnetz. Und das Beste ist, dann gibt es jemand eine letzte Episode und uns Hörspiel ahab und ein bisschen Musik und dit und das, was vielleicht auch gerade so aktuell ist. Und achteran noch den Piepton können die Leute uns dann auch noch was darauf schnacken. Ganz kurz vielleicht, das schönste Zitat, was du da sagen kannst? Oh, das gibt gar kein Zitat. Wir freuen uns über all die Nachrichten, die wir kriegen. Und manchmal sind die richtig lang und wären auch wirklich was für Tat. So. Und nächstes Jahr ahab ja Kiez-Hörspiel, auch auf der Bühne, freut wir uns besonders drauf. Mira, schön, dass du hier warst. Vielen Dank.